Das tut alles changiert. Das ist wirklich ein Sliding Doors Moment. Müsstet ihr oder müsstet nicht? Und ich dachte, oh, fuck it, ich mache nicht. Ich könnte auch ein bisschen Hate auskriegen, ich lese einen Kommentar bei rtl.lu. Die Cactus Ballet Toile ist die schlimmste. Da kann ich nicht durchgehen, ohne dass Leute mein Caddy gucken, was ich gerade kochen oder so. Was gibt dann Haus, wenn ich am Ausland etwas mische, dann ist ich zu Lützburg direkt in mein Kerl ein bisschen ein Stückchen mehr angesehen. Nach 4 Gäste und ich bin mir gedacht, ich muss an den Podcast, ich muss etwas für CS machen, was plane ich? Boom. A new dish is born. Das ist auch so ein bisschen grab it by the balls. Nicht ein Person, nicht ein Person. Ich hatte nicht müssen essen. Also Gast jetzt grabs Mod. Also Gast wird effektiv als ich kann also an unserer Podcast-Karriere als jetzt Mod. Gut schon Alkohol gut mal von Pierre Beck, du Foxbier, mit guten an jetzt. Und heuers Dance Kitchen. Wow. Das ist so warm, dass Glasur am Gang ist zu schmelzen. Was ist geherzt oder seis? Ich bin mal geherzt. Das ist Oh, bis spät ist. Perfekt. Mir ist froh, aber dass es wie Seis ausgeseit. Maja. Weil wir so sehr sind. Weil ich ganz gerne immer ein bisschen noch Leitchen und Erwartungen spielen. Oh. Also, das heißt, diese kleinen, eigentlich, also den Take auf meinen Mettwurst-Muffins. Ich nehme die Mettwurst-Muffins. Okay. Und das habe ich aber mit Chorizo gemacht. Okay. Das ist zum Beispiel Das das schon Chorizo ist die- ein spurnisch geräuchert. So ist es. Das Ein ist bisschen scharf. mehr, ja, genau. Okay, sind gespannt. Und dann drauf also ein kleines Häufchen von Cream Cheese mit Blitzebäuer Muster. Ich war extra. Das war interessant. Keine Ahnung, ob es drauf Ich bin muss noch gespannt. Sprinkles drauf machen. Okay. Du warst auch die gut so. Die Showwoman. Hat das fair berät. Aber während der Zeit könnt ihr schon den Wein aufmachen. Also ist super Dinge dabei. Vater vom Service. Wow. Wie Wein ist als der Modbrust? Das ist mein Egen. Ne? Das ist mein guter Pinot Gris. Ernst Pinot Ernst Gris. Pinot Gris. Den, ich merke gerade, dass meine Nägel so gut dabei passen. Die sind noch geil. Also, ich sie voll assorted haut. Not bad. An den hat ein Domainkauf der Sommer für mich gemacht. Weil der macht der Sommer ein ganz guter Kollege seit langer Zeit. Und hier hat er zu mir gesagt, an, wie wäre das, willst du nicht gerne einen Wein, der bei deiner Erste passt? Okay, cool. Und ich gesagt, weißt du was, eigentlich mein Freund nenne mich schon ans Kippchen, meinst du? Und ich gesagt, nee, will aber keine Creme machen, will ja Wein machen. Und ich okay. Geh doch. Und dann haben wir den halt gemacht. Aber das ist nur bei dem extra. Ma Das ist gut. also ich so Pinot Gris ist mein absoluter Lieblingswein. An den halten er seine Mischung von verschiedenen Pinot Gris, die den Sommer auf verschiedene Plätzen aufbaut. Das ist schon ein bisschen ein anderer Gut. Und 30% das am Barrique maturiert. Das heißt, er hat ein bisschen ein aromatischen Not von Oak, also von Barrique, ein bisschen Vanille an. Also passt cool. gut bei Lützebäuer Kast, aber bei asiatischen Sachen. Das ist gut für euch Weinkanal. Da willst du mal auf Platz Ja, halt ja, die ja. Flasche zu studieren. Da Nee, muss ich machen. ich bin impressioniert. Ich wollte gerade so, wenn alles bei Bach geht, da ist der Saleswoman. So, dann machen wir noch ein bisschen Sprinkles drauf. Das ist aus Israel, was ich von einem Freund gekriegt den hat das mal gebracht. Das ist eine Mischung, das heißt Everything but the Bagel Mischung. Und das ist gedröschende Knoblauch, Sesam und Salz. Ich meine, das passt gut. Schau, sieht schön aus. Wieso? Nee, okay. Ja. Wieso everything but the bagel? Weil der Bagel nicht an dem Döpfchen dran ist. Passt auf den Bagel. Cool, Sato. Oh, also ist es halt warm Willst du oder ist es schmachen? halt warm? Nee, willst du schmachen? Komm, du bist der Ja, Connoisseur. ja. So muss man keinen Kopfhörer unholen. Was du willst, du darfst, du musst nicht. Also mir getestet, Audio funktioniert. Okay, nee, weil ich halt die ganze Zeit so rundherum gewuschelt sehen. Nee, das ist... Für Jahrgang? Hallo. Stopp den nicht. 2007. Ah. Was Nee, siehst das ist du? gut. Ich war so nicht, ich kann den Wein. Ja, das so. 2000. Den habe ich also 2019. Gut. Ich bin 2018 angefangen. Das war nämlich ein ganz, ganz gutes Jahr. Das war so ein Jahr, wo ein extrem groß, ganz gut Rekord war zu Lützeburg. Das heißt, ursprünglich der Weiner, wenn ihr das gesehen könnt ihr ruhig kaufen, die halten sich auch ein Zeit schon, die weiß. Das Diesen- was Illusion war. Das war die Summe, wo okay. es genial war, wirklich. Und immer 2019 noch eine Edition gemacht, die ist slightly different. Die ist aber auch Alright. ganz gut. Also, cheers. Prost, merci. Prost. Ganz Merci. ja. Also, ich mach da mal da. Ja. Prost.
Oh, da Da können wir es halt so zerwehren, oder wie? Ja. Okay. Mal Mikro knatschen. Aber ich fand das ist so witzig, dass du das mitbringst, weil der Philipp genau das heuer sich gewünscht hat. Nicht gewünscht. Hoffentlich bringt er das erste Mal auf Wein. Ich hatte gedacht, wie es nicht mitbringen, dürfen wir schon einen Kebab kaufen. Mir hat es Oh, nicht gewusst. so. Also meine Reputation ist ja aber on the line und ich habe auch nie etwas kommen, das ist ja wirklich krass, ne? Dein letztes YouTube-Video war auch Kebab, gell? Du hast auch Kebab gemacht. Ach so, ja, ich habe noch gemeint, wo ich Kebab gegessen habe. Ich war so, Moment, wen hat mich gefilmt? Ja, effektiv, das war ein Kebab, den ich, ein Döner mit Andalus-Sauce, den ich für die Mutterderie gemacht habe, den ist auch sehr gut gegangen. Ja, effektiv. Hast du das so gesponsert? Ja, ich schaffe mit denen zusammen, gewisse Sachen zu machen. Weil das ist schwierig, weil ich schon geguckt und da war ich so, ich hatte das für nichts, oder? Ja, nee, das ist mein Job. Ne? Ja. Also ich meine, mein Beruf ist für Rezepte zu entwickeln, auch für Klienten. Und mit der Mutterderie ist schon denen ihre Muster seitdem ich angefangen habe, auf der Tele, seit dem ersten Tag und ich ihre Muster benutzt. Und dann letztes Jahr auch nicht mal sagen, geschnappt und ich gesagt, Junge, so wollen wir etwas Offizielles machen. Ja, und dann waren sie dabei. Den hast du da dran, ja. Okay. Aber sie haben noch Monopol hier im Land, gell? Also sie sind... Nee, es gibt noch andere, die Muster machen. Ah ja? Ja, es gibt einen Urdaler Muster, also am Urdalusen nach Muster. Ja, den ist auch ganz gut. Mit Mutterderie und eben nach Diana zu sein. Samurai, genau, die Sachen. Just, ganz kurz Parenthese, hier Farbe sie falsch, sie meist du so, hier Andalus ist einfach Mauve. Also ja. Label, Logo. Ja, also, ja, mir dazu sie mir erklärt, dass, weil sie dazu wollte. Sie wollte gerne, dass einfach Farben ein bisschen mehr random sehen. Dass ein bisschen überrascht. Sie wollen, dass darüber schwarz. Okay. Genau. Nee, das ist ja auch gut. Nee, guck, sie hun, das ist hier so. Andalus ist Mauve. Muster ist greng. Du weißt das alles. Ja, ja. Ich weiß nicht, was du gehst. Weil ich schon die Mitte nach der Sache gehst. Ah, okay. Mayonnaise ist orange. Hängt davon auf, ja, die mit Zitronen und die andere ist blau. Ja, das war. Und Ketchup weiß ich mal nicht, den habe ich nie. Den ist, oh nee, hallo, mit dem Test, den ist auch so ein, den hat so aber effektiv so ein Mofelsig Farbe. Den ist auch, okay. Also das ist der Barbecue-Sauce. Oh, guck, Muster müsst ihr offensichtlich gel sehen. So wie immer, Ketchup, Brot, egal. Welche Sauce willst du auf den Kebab? Andalus, ja. Guck, ein Muffin müsst ihr eigentlich auch süß sehen. Und dann salzig. Guter Punkt. Das heißt, flott ist, wenn ihr Leute kann ein bisschen überraschen. Ja, so und nicht immer das obvious machen. Ja, guter Punkt. Mal, während ihr den enjoyt, ich setze nicht den heute mal in den Frigo. Ja, weil das wirklich immens warm ist. Und ich setze da, weil ich gesagt habe, das ist nicht eine Pizzeria, wenn man 20 Sachen für machen. Man hat nur der Link, dann vergisst alles. Ich hole schon mal Mathe. Ja. Mathe? Ich war schon sehr, aber nimm und ich muss sagen, muss man am Mike spielen. Ja. Was ist dein Lieblingsrestaurant im Land? Lieblingsrestaurant? Ich weiß nicht, ich habe kein Lieblingsrestaurant. Das kein, also ich fand an der Stadt das kein Restaurant, wo so über so, oh, das ist mein Restaurant. Oder willst du so hin? Ja, geil. Also ich meine, das ist über lecker. Abfang? Ja, wir können nicht alle da sitzen. Ich meine, das ist gut, für so einen Muffin zu haben, weil wenn die mir einen vorstellt, bestimmt will antworten, dann ist es einfach so, da ist schon ein Wunsch voll, ich kann gerade nicht antworten. Was ich immer geil fand, ist der Brunch heute. Was schon ein Brunch? Du darfst nicht den Brunch holen, den fertig von ihnen hast. Das ist den hast nicht, du musst einfach einzelne Sachen holen. Ja, das ist wirklich immer geil. Also, mega lecker. Na, merci. Und schmilzt auch noch nicht, das ist gut. Wie gut? Das ist gelohnt, nicht zu essen. Ich meine, eine Ausnahme, normalerweise essen wenig Fleisch. Da ist auch ganz wenig dran. Ja. Aber ich habe mir dafür nachgedacht, ich hoffe, dass kein Vegetarier dabei ist. Also ich Vegetarier nicht mehr, ich probiere einfach so Fleischkonsum zu reduzieren. Also ich meine es auch nicht viel, ich koche eigentlich meistens daheim sowieso ohne Fleisch. Aber wenn ich eine Dinnerparty mache, ich oft so etwas wie Curry oder etwas, was lang mijotiert, und da gibt es doch Fleisch. Wir sonst am Alltag kochen eigentlich niemand Fleisch. Ja. Mich in der Mitte schönes Rezept fotografiert. Halloumi Chorizo Spießer. Und ich hatte noch ein bisschen Chorizo übrig und ich geschmack perfekt, da gehen die Muffins. Das ist das Zero Waste, an der Hinsicht, dass ich denke, okay. Ja, tipptopp. Kochst du am Hungaren? Nee, ich hasse nicht, du bist manchmal all da. Nee, möchtest du Spaß oder ist es dein Beruf einfach? Nee, also mein Beruf... Ich das wirklich gerne. Ja. Okay. Nee, also mein Beruf, ich habe ja Journalismus studiert, also ich habe eigentlich Literatur studiert, dann noch in Journalismus gehangen. Ich bin eigentlich Journalistin und ich wollte immer an den Food-Journalismus gehen. Das heißt, für mich war immer klar, ich will nicht Koch gehen, alltag muss ich kochen, das Leben haben, weil das wäre nicht mein Ding. Mit der Zeit
Das ein krasse Beruf, also schon riesigen Respekt dafür. Aber für mich als ich sage, ich bin sehr kreativ. Ich erzähle gerne Geschichten, ich komme gerne, ich teste gerne neue Sachen, ich probiere gerne Sachen, ich reise gerne, ich entdecke gerne neue Produkte. Und das heißt für mich, dass das als Kochen meine Passion immer gewesen. Und am Journalismus kann ich mich immer auseinandersetzen mit meinem Lieblingsthema. Und das habe ich dann noch gemacht. Immer dann. Das heißt auch am Alltag. Ich koche zwar oft, aber auch ganz viel, die ich nicht koche, wo ich einfach die Reste, die ich noch von meinen letzten Taster am Frigo muss verwerten oder so. Ne? Ja, genau, so Studenten kochen. Das ist eigentlich bei mir ganz oft der Fall. Ganz oft, also dass dann also Edelsachen dran kommen, wie den Satar aus Israel oder so Sachen, ne? Weil die gerade am Tierrang leid. Ja. Mehr Kochen dauert so lang. Nee? Oh, das hängt davon auf. Also, wenn du natürlich da stehst und 10 Stunden brauchst, für den Önnchen zu schneiden. Ne? Nee, das hängt ganz davon auf. Nee, das hängt wirklich davon auf, was du möchtest. Du kannst auch ganz schnell etwas Supers machen. Ich habe letztes schon 4 gestern einfach eine Tomaten-Mozzarella gemacht. Selbst von banal und dumm. Ich habe Zitronen von Lissabon mit zurückgebracht, die ich an der Ambassade am Garten geklaut habe. Die Ambassadeur hat mir das mitgegeben. Ne? Ich hatte die fette Zitronen da liegen und ich habe mir gedacht, oh, komm, du machst mal Zitronensaft oder eine Tomaten-Mozzarella mit Basilik. Und hey, boom, das war direkt eine ganz andere Erfahrung. Und dann habe ich gedacht, okay, auf 5 Minuten Dinner sorted, aber mit einem kleinen Twist. Ja, mir... Das ist wirklich passiert. Ja, weil ich kann noch schnell kochen. Ich werde von Nudeln mit Fertigsoße machen. Ja, wenn ich probiere, gut zu kochen oder gesund zu kochen, dauert das immer eine Stunde. Ich denke, davon auf, weißt du willst doch oft Meal Prep gemacht bei gesunden Sachen. Das leitet sich schon am Anfang von der Woche alles geschnitten, du weißt, dass das Gemäß schon klein ist oder so. Ja. Oder ich zum Beispiel, wenn ich schon oft, ja, schon immer Tomaten am Sommer daheim oder Cucumbers und so, da manchmal mal schnell Salat bei. Das ist noch ein Salat, aber da manchmal mal Salat dabei, für etwas Gesundes zu holen. Oder ich auch ganz gerne als gefroren Edamame, gefroren Erbsen. Ich kann auch an alles dran gehen. Die auch so Erbsen ähnlich, die Sojasprossen, das ist gut Protein. Kriegst du beim Sushi oft dabei? Also, ist die klein? Die an der Schäken, die ist doch kannst du rauspoppen. An der Schäken? Du siehst halt Leute... Schäken. An den Schwulen. Die sind aber nur noch fertig, nicht, das sind nur noch fortgeschmolzen. Wenn die der erwischt, mein nächsten essen. Die sind neu für du. Ja? Die sind noch nach Pur, du. Tom mit Hunger. Ja, ich habe Kebab gegessen. Sind noch nach... Das nach, du. Wow. Mir gehst du auch 1:1 so Kebab essen oder so, magst du? Nee. Und was voll was? Nee, da meinst du mal, du ein bisschen schnell. Nee, also, nee, ich esse also so wirklich so richtig krasse Fastfood. Ja, aber nicht an einem well-known. Ich gebe nur nicht bei, gerade wie du siehst, McDonald's oder Burger King oder so. Nee, quick. Ich gehe immens gerne, wenn ich am Ausland bin. Zu Berlin und ich mega auf den Döner gegessen. Also, das riecht gut an. Ne? Aber das habe ich dann aber auch wirklich gefeiert, ne? Nicht um Saufen so. Nee, ich dann wirklich dann ganz gerne an. Aber Burgerin fand ich auch mega. Nee, dann essen ich die lieber in einem Restaurant, bis man ein Glas Wein dabei, dass da wirklich richtig gut ein Brioche-Burger ist. Also ein bisschen wie so schon die... Sophisticated. Ja, mit Streetfood ist super. Ich bin totaler Streetfood-Fan und ich fand das doch cool, weißt du, was sie den Idee an der Rotonde holen. Oder Streetfood-Festival Remisch war letztes Jahr. Und das fand ich cool. Und, also ich meine, du kannst ja auch nicht raus, ohne 20 frittiert Sachen. So, ne? Und das tue ich auch voll gerne. Nee, also ich sehe gar nicht snobistisch am ersten. Und ich meine, mein Küchen ist ja absolut nicht Sterne-Küchen. Da wenn ich sie auch keine Karre so, dann mache ich Karre wie alle guten Leute auch daheim. Ja. Nee, ich meine nicht, also ich fand immer flott für Sachen zu machen, die Leute auch können daheim nur machen. Und ja, kein Snobismus an der Küche. Ich fand aber auch, ich appreciere nicht gehirlos, wenn ich an ein Restaurant kann gehen, wo ich immens schön Plan kriege mit Sachen, wo ich mir so, wow, wie machen die das nehmen. Ne? War das dein Lieblingsrestaurant hier im Land an Rundisch? So schnell nicht. Du kannst auch so, du hast gehen, oder nee, schon, also mein absolutes Lieblingsrestaurant, sage ich direkt neben mir dir, das ist auf der Brick, so Kopplöscht. Den mischt Thai. Okay. Und die mal richtig gut Thai essen. Also dann, weil dann der Küche schafft, witzigerweise sehe ich ja doch an, Thailänderin, also das ist ein europäischer Name, hat das aus Thailand und der Koche wirklich so wie in Thailand. Also du hast wirklich gut an, der Tisch, das ist richtig cool. Und ich reise mega gerne und du weißt, seitdem ich nämlich so weit konnte gehen, ist wirklich so Brick. Was hältst du dann? Ich habe ganz gerne Pad Ki Mao.
Pad Mau, das wird da gefallen. Das ist an Thailand, hier steht Drunken Noodles. Das sind nämlich die Nudeln, die Leute essen, weil sie richtig besoffen sind. Sie sind richtig scharf, sie sind gehirlos scharf. Und sie sind mit Sojasauce und so und am Wok gemacht. Und dann holen ich sie, okay, da weiß ich nicht, dass ich wirklich nicht immer gesund esse. Ich hole es dann mit Tempura, also frittiertem Duck drauf. Also das ist wirklich, das ist gesagt, der Besitzer von der Brick zum frag an, das ist die fettigste blaue Menü. Also, okay, jetzt kann ich auch nicht auf die essen. Und dein Lieblingsrestaurant? Mamacita von ja, ich war doch Mamacita von Spitze bei der ja. Nee, ich kann den, absolut. Ja. Fand ich cool. Mit du hast ja noch neu noch gegangen in der Stadt, Bella Ciao. Ja. Den habe ich ein paar Mal auf TikTok schon gesehen, so, dass den anscheinend ja, cool ja, die sind doch ganz klar. Der gehört dort zu der, den hat pur Dinger. Ja, das sind die auch Partigiano. Und genau. Es war doch ganz flott, dass das, also wir konzentrieren also auf die Stadt, mir Stadt Land sind immens coole Sachen, auch die passieren. Da muss ich eben an einem Auto sitzen und vielleicht bis mir weit vor mir, wo du siehst, Mamacita, wo du gerne einen mega coolen Taco-Shop zu Sandweiler beim Tennis. Das war für drone Foodtruck während Corona, wo sie aus dem Foodtruck aus Taco verkauft. Und sie so Success gekriegt, dass den Tennisclub gesagt hat, ey, er will da nicht gerne einen kleinen Barack neben drum bauen, an ein permanentes Hit tun. Und das sind Mexikaner selber. Also sie haben eine Maschine gekauft, wo sie hier einen Taco dran machen. Der Tisch, die gehen alle frisch gepresst mit Maismehl. Und das war so gut. Ich verkaufe noch hier Chips und hier Nachos. Ich war so, okay, das ist für mich wie wenn ich zu London beim besten Mexikaner wäre. Du willst gehen einfach Sandweiler, ja. Geheimtipp. Ja. Die sind immer ab, da sind immer Leute. Oder die sind sonst am Ende nicht ab, mit der Rest sind sie ab. Und du kriegst Getränks an der Büwert vom Tennis zu kaufen. Das ist voll witzig. Und du gehst also mit einem Plastik-Trader, den Sachen sichern. Also das ist voll Insider. Weil vielleicht nur nicht mehr, wenn es 100.000 Leute der Podcast 100.000 Manns. Ich kann nämlich nur. Und du, wenn jemand da in einem Restaurant? Er ging oft gefreut, aber das ist ja absolut nicht mein Mädchen. Ich so, aber das nicht nehmen. Aber was macht der aus deinem Mädchen? Du kennst ja ich könnte das machen, aber du weißt ja auch, wie das läuft. Ne? Also wenn mein Name drauf steht, da kommen Leute, das will gerne dann sehen. Aber wenn ich nur ein Restaurant hat, ja, natürlich. Also ich meine, beim Lehrlinz ist das nicht da. Ich hatte das im Restaurant, das auch immer da gewesen. Ne? Und ich meine, das ist ein Mädchen, die musste leben. Und mein Problem ist, dass ich, also mein Problem, mein Job ist wirklich auch Sendungen produzieren, andere Sachen machen, riesig cool Konzepte bringen, und evenementiell schaffen. Aber wenn ich ein Restaurant habe, da muss ich mal schon Partner finden, denen ich 100% vertrauen an ich meine. Oder die auf meiner Welle lenkt sind. Und ich meine, das nicht einfach zu fallen. Und dann ist eben das Problem, dass Leute dann da sitzen, so was dann. Aber das ist gerade zu Lissabon. Das geht nicht. Nee, und da jetzt, also ich fand viel flott, so evenementielle Sachen zu machen und vielleicht so Pop-up-mäßig zu schaffen. Nice. Ich hatte für ein paar Jahre am Cafésino an der Stadt, das ist am Casino, da ist ein ganz flotte Kaffee, da ist das peruvianische Restaurant dran. Ganz, ganz cool hier an der Stadt, direkt hier an der Straße. Und das ist ein mega schöner Raum, das ist ein bisschen Marie-Antoinette-mäßig. Also es wird wie so ein Stück und das ist wirklich wunderschön. Und da war ein flottes kleines Restaurant dran. Und mit denen hatte ich ein Pop-up gemacht, gehabt am März 2000 oder Mai 2018 oder 19, ich meine, war 19. Und das war mega cool. Und dann einmal an der Woche hat man ans Table, das war so ein ganz langer Tisch, wo dann so 30 Leute drauf sitzen und das dann so ersten aus der ganzen Welt von meinen Riesen serviert gehen. Du stehst dann durch, du der Wein rausbrüchst und du warst richtig. Ja, effektiv, ja. Hallo nicht mehr, oder was? Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie war das so en vue? Also im Moment, man, ich mache viel hier, ich rede so längst, wird Leute nicht gesehen, ich habe Flaschke geguckt, ich gesagt, du schaffst ganz diskret. Und ich gesagt, was ist das dann? Ich habe gesagt, den ich mich von da. Ja, das sind die Leute, die nicht mehr Tele gucken, ne? Weil wenn du natürlich RTL guckst, okay, du und ich seit 2020 nicht mehr. Also ich am Lockdown und ich habe eine ganze Sendung gemacht, gehabt, am enger Kitchen, wo ich daheim gefilmt habe. Und lo sind schon mal am Gange, links Kollaboration schaffen mit der Lux-Lehmann-Rezepte, ich mache mit der Mutarderie-Rezepte, das ist auch nicht gerade wenig, ich muss auch einmal so viel produzieren. Und da sind schon am Gange mit der deutschen Tele am ARD eine Sendung in Deutschland zu filmen im Moment, ja. Und das ist auch 6 Mal eine Woche, wo ich das Jahr verdient, dann... Ja. Und du fließt Money. Guck, nee, absolut nicht. Deutsch Tölling. Das ist Spaß. Dann look nächste Mal. Ja, genau. Nee. Das ist cool, weil das ist eine mega Opportunität, dafür an der ARD-Mediathek da noch dran zu sehen, das ist schon cool.
Ja, das ist interessant. Weil das ist gut für mein Brand, das ist gut für meine. Ich meine, zu Lützeburg ist es auch so. Und ich meine, das können wahrscheinlich viel andere von ihrem Podcast-Gast bestätigen. Dass, wenn ihr am Ausland etwas mischt, dann ist ihr zu Lützeburg direkt ein bisschen ein Stückchen mehr umgesehen, ne? Weil ihr am Ausland gemacht wird. Dann, das ist auch vor. Also, das ist auch immer schön. Das ist aber ganz witzig, weil es schon mit der deutschen Sendung eigentlich gar nicht sehen, außer dass ich abtauchen an die Woche Martin drehen, an Konzept, an nichts, ne? An meine Sendungen halt zu Lützburg, das alles von A bis Z, mein Konzept, an meine Crew, an wir machen alles, und ich muss das alles produzieren, und in Deutschland, das ist so, ich komme an und ich tue mal was, ne? Was machst du dann genau? Das habe ich wie bei RTL. Nee, gar nicht, das hier das Konzept, das ist auch gar nicht mein Stil für Konzept, ich muss auch so, ich hoffe wirklich, dass du noch nicht komplett, ich meine, ich darf noch nicht am Moment viel drüber schwätzen, mir das so alle Fall eine Sendung, wo ich mit einem anderen zusammen durch Deutschland fuhren, und wir entdecken Lebensmittel, die vergessen sind, und wir kochen mit denen. Okay. Also das ist schon cool. Du hast dann gesagt, die sind entdeckt schon. Wie dann? Wo hast du das noch nicht gemacht? Ich darf nicht so viel so. Ja, okay. Eine andere Frage. Ich weiß, du Deutsch wie den Oswaldborn. Nee, also mein Deutsch ist... Mir eigentlich hatte ich das nicht so mal, weil ich meine, das ist ein mega gut macht an Deutsch. Weil Lea hat auch einen guten Accent, wenn man hat Deutsch schwätzt. Und das kennt man Deutsche gut un. Ja, auch bei uns. Ich liebe den Oswaldborn. Ja, nee, das ist sowieso auch noch Quatsch. Mit dem 3 Löffel. Ja. Mit dem Bangel, Leute gesagt. Mit dem Bangel. Nee, also ich finde am Deutschen anscheinend gut kein Accent. Das heißt, ja, das ist ein bisschen mehr. Gut. Ich habe schon noch viel Zeit in Deutschland verbraucht und ich bin den Deutschen ganz nur, muss ich sagen. Mir fällt gerade an Schischwort. Also Schischwort auch richtig, weil du hast viel geschwärzt, weißt du, so, ich weiß nicht, was Marian Donwe kennst. Ich war nur Freude, du in der Ersten und hat das nämlich genau da, das hat kocht nicht selber. Ja, das hat das eben da und hat geht dann bei den Leuten. Aber du hast eben libanesisch Küchen. Warst du am Schisch an der Stadt oder an dem Neuen zu? Weil sie zu Leidling muss einen Neuen abgemacht, an dritten, ja. So, mit dir sprang da aber auch viel an der Podcast rundherum. Ich habe nach paar Podcasts geguckt, wo da mit anderen gespart wird. Ja, so du war das viel mehr, du war das viel mehr strukturiert. Ja, wie das, weil es mal weinen können, so mit dem Mami ist. Ja, das ist auch, weil ich viel Schnüsse. Das ist auch klar, ja, ich gesagt, ja. Mir das so gut, so soll der Podcast hier sein. Also langt Leute das dann noch interessiert, dass ich nicht denke, ja. Die ganze Zeit es gibt andere Dose, die ein bisschen mit Zeh gewesen und da das manchmal Mama ja. Kommen immer, dann hast du wirklich rein Podcast, weißt du, ja. Nee, das braucht man ja auch nicht. Also so hast du mich lustig. Du bringst auch Wein, du bringst auch... Wie, hast du doch schon nur ein halbes Glas Wein, ein Henke? Nee. Okay, dann hast du gut. Schon gesehen. Oh, ein leiser Mo. Vorhalen, das ist mir so schlimm. Nee, gut nicht. Nee, ich habe den Podcast von mir schon mal am Alain Walter geguckt, weil ich mal am Alain letzte Woche noch zu Lissabon war. Und das war auch mega witzig gegangen. Das war super. Das war geil, dieser Bild. Das ist eine große Kurve. Weil er hat hier zu Cola, hat hier so 3 Kurven, also nicht die ganz Cola durchgemalt. Man hat eine Mauer, wo ein Schab, wo 3 Kurven drauf hat. Und die Schab ist so aufgerappt gehen. Und lo malt hier die Kurve, wie sie durch den Wald fliehen. Und einer ist zu Lissabon gekommen, auf einer Mauer da. Und ist ein verstellter Naht da. Das war das Projekt Martinen, oder wie? Nee, das also ich weiß nicht, das Teil war für jedes Projekt mit 22 war so ein Échange, weil dann ein portugiesischen Artist auch auf Lützeburg eine Mauer machen könnte. Das wird wirklich cool aus. Und ich war gerade zu Lissabon auch gerade die Zeit, weil und ich darf nicht genaues anscheinend drüber so, ich finde das Menü für die Staatsvisite vom Grand Duc gekocht, also respektive mein Menü als gekocht gehen. Ich habe mich darum gekümmert. Es war so, dass ich eben ein ganz Wort hingeflossen, weil ich mal gesagt habe, da profitiere ich noch ein bisschen von Lissabon. Ich bin begeistert. Das ist so ein mega cool Stadt. Nee, das ist so die... Also so die dritte Kette. Ich bin ein Wohnung. Nee, mir Kollege denkt, Wohnung hat man Schlüssel. Das ist ganz, ganz praktisch. Nee, das ist so die dritte Kette. Nee, ich war ja effektiv recht 3 Mal um mich. Das ist mega cool. Das ist mega, ja. Und da hatte ich mit der Ambassade so, wie wir gerade ein bisschen Planning zu machen für die offizielle Soiree. Und dann hat die Ambassade gesagt, wir haben dann auch nächste Woche mal aller Welt da eine Soiree. Und da war ein bisschen kompliziert, weil da für Changementer, sie waren immer so, dass eine andere Mauer wie am Anfang geplant war. Sie sagten, wir haben eigentlich nicht mehr beim Catering vorgesehen, weil wir sollten mit dem Bistro nie auf der Mauer das Catering machen. Mussten Leute einen Fall lassen. Ne? Wir können dich nicht vor, du bist ja mega busy mit der Staatsvisite, dann hast du dich ja mehr wenig am Mittwoch. So, ja, das kriegen wir noch hin. So, ja, komm, ich meine einfach etwas. Für wie viele Leute? Also, für 80 Leute. So, schon so, okay. Weil das hier nicht mehr etwas Kleines, das hier nicht mehr ein bisschen Fingerfood. Ne? Wie lange hast du Rezeption dann? Oh ja, 3 Stunden. Oh, so, okay, für 80 Leute 3 Stunden, du musst schon richtig optisch. Wir haben aber gesehen, sie haben wirklich gebraucht. Und ich habe gesagt, hey, komm, ich will etwas machen.
Und dann habe ich gesagt, Lauscht, das hat okay coole Foodtruck zu Lissabon, mit dem man zusammen schaffen, wo man vielleicht eine coole Kollaboration machen, wo ein bisschen so eine witzige Idee, Interpretation ist. Und so Darlene war auf der Ambassade, so, ja, wir waren vor kurzem zu der Ambassade, auf der Belgischer Ambassade, und da waren so 2 Junge, die Fritte gemacht. Oh, bei Fritte kriege ich mich immer. Ich habe direkt so, bei Fritte, mega. Und ich so, ja, da ruft den Jungen mal an, guck mal, ob sie keine Fritte können machen, den Ofen. Da mache ich eine extra Sauce nach für beide Fritten dabei. Mega cool, die Jungen waren dick begeistert und du mir so gemacht, dass sie Fritte gemacht haben und ich habe eine Sauce gemacht, eine Lützebäuer Sauce en hommage. Ich habe eine Ehersauce gemacht, war das eine Ehersauce. Also mein Baum hat immer Rindfleisch, sonst mit einer gekochten Ehersauce. Das heißt, das sind die gekochten Eier, die einfach gemixt, also bis sie gehackt gehen und dann mit Rahm und mit Muster, mit Muster gemischt gehen. Und ich gedacht, meine Mama hat so wie ein Zucht Hummus mit dem Muster, mit ein bisschen Mayonnaise dran. Und danach müssen wir übrigens zum Flughafen zu Lützeburg nach schnell an Duty-Free laufen, für mir nach Muster mitzubringen, auf Lissabon für die Sauce zu machen. Und dann habe ich nach gerade Zitronensaft von der Ambassade, vom Gart, von dem schönen Zitronenbaum dran gemacht. Und dann habe ich die Sauce eine Ambassadeurs-Sauce genannt, weil das ist ein kleiner Ambassadeur von Lützeburg zu Lissabon mit Zitronen aus dem Ambassadesgarten, mit Muster vom Flughafen. Ja, und ich bin sogar selber auf den Zitronenbaum geklommen und ich habe mich gut, ich habe mir gut wehgetan. Ich hatte da Blutplatzen. So Tom, ich war gestern mit meinem Hund im Ballo beim Dierendoktor, weil er war krank. Und ich bin mega froh, dass ich die Assurance bei AXA gemacht habe für die Hunde, für die Katzen, weil sonst wird das mega teuer gehen. Gut, das ist interessant, weil ich selber ein Katz Mickey und die muss auch ultra auf bei den Veterinär. Wo kann ich mich informieren für von AXA die Assurance da? Aber du kannst einfach auf den Link in diesem Video klicken, da kannst du direkt auf die Website. Okay, nice. Ja. Du hast mich noch Feldexpo gehen. Du wärst Repräsentant für Lützeburg. Ich habe mich gemeldet. Ah, der Philipp war. Ich war im Monitor. Ach so. Geschafft als Volontär. Wie cool, okay. Ich habe den Kim Kevin aber Ja, super, ja, das ist total schön noch gehen. Das war so ein Demont, so ein offenes Projekt raus und du hast eine Spur Cash gemalt und du repräsentierst mit alten Kriterien nicht erfüllt und du willst das total schön gegangen. Okay. Mit ihm, das aber super gemacht. Danke für das Rexum, das ist 3 Stunden lang Fritte mit den Azus. Ja, nee, und ich nach so viel schön geguckt. Ja, nee, es gab Creme von H22 zu trinken. Ja, okay. Kein Wein mehr, ja, geht durch. Also, wirklich, kein Wein mehr an einem Podcast machen. Nee, sie haben 3 Stunden lang, ja. Da soll sich moderierte Geschmack gehen, dann das Creme getrunken gehen. Und ich hatte noch kleine Sandwiches mit der Lützebäuer Form gemacht, weißt du, für die kleinen Ausfärscher. Und da habe ich, also der Wein. Das ist warm. Nach Sandwich an der Lützebäuer Form gemacht mit einer Füllung. Ich normalerweise serviere ich mit einer Feuerstangs-Salat-Füllung. Das mache ich so wie Pâté aus Feuerstangs-Salat. Und dort in Portugal habe ich eine Pâté aus Sardinen gemacht. Auch mit Zitronensaft. Die war dick gut gekommen. Das ist als ich mit dem Plateau rundherum gegangen, mit den kleinen Sandwichen, und da sind Leute zu Fritte sich gegangen. Cool. Ja. Du musst auch im Prinzip am nächsten Lützebäuer kosten, gell? Oder was das schon nicht? Eigentlich nicht. Eigentlich ist schon immer am liebsten meine ich erste, was ich so nochmal well-traveled ist. Das heißt, was wirklich von überall aus der Welt ist. Fancy. Ja, nee, mir das ist also die Fusion, das, oh, hey, cool, du hast eine Idee und du hast etwas Cooles und wir kombinieren das. Ne? Mir schon aber gemerkt, dass also die Lützebäuer Sachen zählen am meisten, ganz ehrlich beim Publikum. Und ich finde einfach am letzten Jahr, also das war so am Corona-Lockdown, wurde du gefangen, dass ich mich viel mehr interessiert für die Sachen, die hier an der Gegend wurzeln, da war das saisonal und ich so Zeit, ne, ich habe gesagt, okay, da schaffen wir mit dem, was hier ist, und halb Sachen zu kaufen, die aus Thailand kommen und tolle Welt gesehen haben. Ne? Ja. Und am letzten Jahr, sogar nach Corona, sind ich immer mehr interessiert daran, wirklich regionale Sachen, weil ich mal so wir haben ein nee, weil ich mal einfach, ich habe mich immer ein bisschen geniert für die Lützebäuer Küche, wo ich in England war. In der Hinsicht, ich habe immer gesagt, ich komme aus einem Land, wo keine bekannte Foodkultur ist. So London. Ja, mit der Maßnahme fest. Also, der Maßnahme sowieso schon, wenn du siehst, du bist Lützebäuer, sind Leute so, okay, wie so ein kleines Land, ne? Keine Ahnung. Das ist meine Bank. Genau, ja, ein bisschen so. Und
okay, ich mich schon immer ein bisschen als Ambassadeur gefühlt, dass ich Sachen noch ein bisschen erklärt und gemacht und dann so. Mich schon aber immer bei mir gedacht, weißt du, eigentlich wäre es viel cool, aus einem Land zu kommen, wo so viel eklektische Sachen sind oder wie uns aus Italien kennst, wo du einfach so ein Richesse hast oder so. Und ich habe aber wirklich über die Jahre gemerkt, dass es eigentlich mega cool aus einem Land zu kommen, wo die Leute keine Idee haben, was du hast. Weil wir haben einfach so viel Potenzial für die Leute zu überraschen mit den Sachen, die wir machen. Respektiv, die alle Rezepte muss noch am eigenen Land noch weiter vertreten gehen. Weil wir haben in der Zwischenzeit, ich meine, 50% Expats, Ausländer, die zur Nationalität am Gange sind, zu kriegen. Wir haben einen extremen Flü von Leuten, die kommen, an die aber nicht die Traditionen eigentlich kennen, an die interessiert sind, an die froh, wo kann ich Lützeburg essen? Und du bist so, ja, das gibt kein Restaurant, das geht dann nach pur. Und das muss valorisiert gehen. Und du willst nicht auch das kleine Buch gemacht, yes, du dir selbst so. Am selben Kontext, so mit der Lützeburger Spruch, ist das ja vergleichbar. War das so dein Take? Weil vielleicht ein bisschen Angst, dass Lützeburger Spruch verloren geht, aber gleichzeitig ist fand ich auch, dass wir so ultra aktiv sind, nicht just mir als Podcast, noch ganz viel Podcasts, aber generell also auch die Lützeburger Kultur von so abblühen. Ja. Wie findest du das? Wie empfindest du das? Absolut, also ich meine, das ist definitiv ein andere da, ist ganz, ganz klar. Für den Spruch, für Traditionen, also du willst nicht auch das kleine Buch, wo ich drunter so von Taste of Luxemburg gemacht, das ist ganz schlimm. Das ist ein kleines Buch, Taste of Luxemburg, wo die 10 traditionellen Lützeburger Rezepte dran sind, mit Mengen 10 Reinterpretationen. Und ich habe das Buch gemacht für all die Expats und Touristen, die hier kommen, und die froh, was ist da Lützeburger Küche? Ich mag Lützeburg. Ja, genau. Ich finde es nicht den, aber im Kopf so, wenn ich in Lützeburger Küche denke, dass es so langweilig ist. Ne? Das ist ja, mir als Lützeburg. Genau das da, also wie ich mich immer gefehlt habe. An der Zwischenzeit so nicht mal, also ich relativ viel karpischer weil ich der Zeit auch ukrainisch karpischer Sachen aus ganz ganz nicht Länder, also Kaukasus, also Sachen, wo ich mir gesagt habe, ich kann die Küche nicht, polnisch Küchen. Und ich lese die Bücher und so, frag, das ist ganz ähnlich wie die Lützeburger Küchen. Aber wie cool sind die Rezepte, wie interessant. Und du weißt so nicht mal, wir müssen einfach das auch so gesehen, Lützeburger Küche kann auch cool sein. Ne? Nee, gerade so die Küche so aus dem Osten, ist ja auch so ziemlich deftig. Ja, so genau. Ich meine dir so einfach mal noch sexy, aber ein bisschen vom ja, mir ist es sexy. Ja, absolut. Also. Du musst just mich schön präsentieren. Wir müssen sexy machen, ja. Das ist nicht so die Pure sind. Ja, mit der ist auch der Restaurant, die wirklich ganz, ganz schön so Sachen machen. Und also ich gehe wirklich so, das kriegen wir hin. Aber was ich eben probieren zu machen, also ich mache der Sache mal gerne einen Twist. Das heißt, ich probiere ein bisschen Sachen zu reinterpretieren. Das heißt, das war doch mein absoluten, ich meine, das allerbelefteste Rezept, das ich bis jetzt gemacht habe, wo sie mit Weinsauce ist, Spaghetti, also das sind einfach Spaghetti, wo du Weinsauce hältst und du möchtest Weinsauce als kleine Buletten, also rund, als Meatballs, und dann brotst du und dann möchtest du eine Mustardsoße dabei und dann servierst du das mit Spaghetti. Das kannst du mal das ist ein Cover von meinem letzten Buch, schon doch matbrücht kann ich nur noch weisen an da das wirklich selbst also Rezept das erste kann er mega gerne ist nach Wurst mega gerne gestaut nach der Philipp Bernhard der Kollege den noch die wisst die Strümp man die Lützeburger Strümp Philipp Bernhard weißt du das sind die Lützeburger Strümp also mit Käse Strümp an so Geschichten wenn du doch den Mr. Muffel das ist ganz cool. Na, ich weiß, der war die Success-Story. Ja, genau. Und hier nach gestern meine Nudeln gepostet. Und dann war ich so, der cool, der Film möchte so besser. Und da sind so viele Leute, die mir so, der tut mir mega gern. Und ich denke mir, ja, mir da soll ich nicht mehr Weinsauce ist. Und dann Platz mal Püree aus mit Nudeln serviert. Das ist eigentlich so dumm, dass es schon ein Genius ist. Weil kein Druck Thomas eigentlich so für drin. Und die Leute entdecken je Guenerem, die sie kennen, aber in einer anderen Form. Und ich meine, das ist so ein neuer Klassiker aus der letzten Was nicht dumm. Wie müssen das dafür so Sachen zu erfinden? Probierst du einfach so Thüringer ich gehe oft, ganz oft, wenn ich esse, gehe da so und ich frage, du kennst mal Lützeburger produzieren. Also ich habe Polpetti, weißt du, die Spaghetti, italienische Spaghetti mit Tomatensauce und mit Meatballs. Typischen italienisch New Yorker Plan. Ich habe zu London gegessen, ich war so, das ist wirklich so, das Leute mega gerne. Und Meatballs, Soße. Ja, wie ein Sauce ist das bei uns groß? Ja, Weinsauce ist. Ja, Tomatensauce brauchst du nicht. Kannst du Mustardsoße dabei machen? Boom! A new dish is born. Das ist alles mit Muster.
Viel, ganz viel. Aber Kochkäse, oh mein Gott, es ist riesig. Also ich meine, der Superjump ist nicht verglichen mit mir. Ich müsste so Superjumpin gehen, weil also ich esse das die ganze Zeit dann. Nee. Mit der Kochkäse ist mich schwer, bis nach Portugal zu transportieren, weißt du? Ich muss aber mitgehen, du weißt. Du musst dir ja noch Pizza gehen. Das war auch ein Projekt, den ich da gemacht habe. Ja. Das war ein witziges Projekt, weil die Kollegen von der Cloud Factory, die machen die beste Pizza. Also, sie sind noch aktiv, gell? Sie sind wirklich mega. Und ich finde Franz schon mal lange kannte, Francesco, den Pizza mischt. Ich will der Sponsoren, Cloud Factory, wenn man das sieht, mir gesehen ist. Vielleicht können sie einen Pizza bringen für heute. So. Ja, das wäre bescheiden. Nee, mir sie ganz cool an der Francesco, das sind eben gerade Pizza, eigentlich ein Neapolitaner, der ganz gut neapolitanische Pizza mischt. Das war Ingenieur und nicht sein Hauptjob. Mir gibt Pizzakuren, also Pizzaklasses. Und ich war aber hier in der Kur. War mega gut. Mir ist schon die Pizza, die ich nehme, nur noch hinkriege, ich so mal los, da den Experten. Das ist kompliziert mit der Fermentation. Nee, sie meint nicht so. Also bei der neapolitanischen Pizza geht es ein bisschen so gedreckt, dass Bubbles so an den Bauch kommen. Du weißt, geht die so ganz dick, also ganz bubbly. Nee, an der Francesco schnee kann, dann hin mein geschrieben und so, hey, Anne, du hast keine Lust, also ein bisschen Ideen zu geben, mir will gerne Lützeburger Pizza auf einem Menü machen. Und so, kontrovers, sie da sicher selten. Nee, so, ja, wir kriegen oft von Klienten gefragt, wie wird man eigentlich Lützeburg, das auf der Karte. Und so, wenn ihr euch traut, dann macht mir, da kommen wir mal nicht zusammen, weil da hat er wenigstens auch someone to blame. Nee, da müsste doch Sinn, dass selbst Lützeburg ist drüber sein. Dann war ich bis nach kaufen, ich habe Käse gekauft, Muster gekauft, Beinsauce, Mettwurst, lauter andere Sachen. Und du meinst, bist du hingestellt an Pizzeria und du mal ein bisschen angefangen zu spielen. Haben mir 4 verschiedene Pizza gemacht. Und die mit dem Käse und der Mettwurst, das war wirklich die, wo ich jeder gefangen mit Lachen, wo man sie gegessen. Weil jeder war so frech, das schmeckt so nur Lützeburg. Es schmeckt wie ein Käse schmier mit einer Mettwurst drauf. Das ist schon ein bisschen dekadent. Ja, also als Pizza, ne? Und dann habe ich ihnen gesagt, da kommen wir mal nicht mehr, da kommen wir mal, da war als Fundraising-Pizza, das heißt, kommen wir machen einen kurzen Stint, dass es nicht mehr für einen Monat zu kaufen geht und dass wir von all Pizza 2 Euro und Ukraine donaten. Und das war eigentlich die Idee, weil in England gibt es den Movement Cook for Ukraine, wo gesagt wird, also die Idee ist, Leute zu encouragieren, daheim so Supperclubs zu machen, vielleicht ein bisschen Suchen zu raisen oder Restaurants zu encouragieren, etwas aufzugehen. Und ich hatte schon mal lange mit der Idee gespielt, also seit dem Anfang vom Krieg, wo ein Mensch mich spät sie mich gefragt und ich dachte, das wird das der Moment. Weil auch plus, die Pizza war nicht für sich seriös zu sein. Das war eigentlich ein bisschen so viel zu sagen, komm, man, etwas Witziges, let's raise some money while we're at it. Und das war Ja, nee, wir sind fertig. Es waren aber ein gut 170 Stück verkauft. Was an einem Monat aber nicht schlecht ist, weil sie ja ganz viel andere Pizza die so hoch. Bis die Leute bestellen dann ein Koch-Käse-Pizza nach 3 Jahren. Ne? Nee, das ist schon gut gegangen. Ja, nee, das ist auch gut gekommen. Also, ich könnte auch ein bisschen Hate auskriegen, ich lese Kommentare bei rtl.lu. Das lese ich, weil meine Freunde so lesen, das ist ganz schlimm. Aber effektiv, guck mal, das ist ein interessantes Thema, weil wir sind noch am Gang, logischerweise, da zu lehren, so, für eine Mesure. Ja. So, wie gehst du da mal da um? Du warst ja auch wahrscheinlich ausgesagt und Publikum an. Was sagen die Leute dann zu dir? Ich Start, ja. War das Meinung von Leuten, die dich nicht kennen? So. Ja, das weiß ich nicht, die kennen mich nicht. So. Nee. Was schreiben sie? Also ich kriege regelmäßig, also einmal am Monat mindestens, ein Kommentar von irgendjemandem, dem schreibt, wie was ich nicht auf Lützeburg schreiben. Wir wären zu Lützeburg und ich wäre Lützeburg. Und ich kriege die ganz oft und ich habe schon in der Zwischenzeit eine Antwort, die ich schon 30 Mal rausgeschickt habe. Nee, nicht Copy-Paste, ich meine es immer ein bisschen anders, ich habe es auch noch nie gesaved. Mein Punkt war, ich habe von Anfang an, also ich habe angefangen mit Bloggen 2010 zu London. Ja, 2010 zu London. Und da gab es noch gar keine Blogs eigentlich. Das war just der Anfang, wo pure Blogs gab. Und ich habe das auf Englisch geschrieben, natürlich, weil ich in England gelebt habe, aber ich mir einfach auch gesagt habe, ne? Das ist die universelle Spruch. Und dann, wo meine Sendung rauskommt, 2013, habe ich auch direkt gesagt, okay, ich mache Social Media und alles auf Englisch weiter, weil ich schon ein Following aus England und auch Expats, die mich followen, und Lützeburger verstehen ja auch Englisch. Ja, und meine Bücher habe ich auf Englisch und auf Deutsch geschrieben, ich glaube immer die 2 Versionen. Und ja,
an Zwischenzeit, also ich meine, wenn ich so Kommentare kriege, so ich immer, ich habe eine mega Community, die wirklich so groß ist. Und auf Facebook mache ich dann Zwischenzeit sogar so, dass ich auf den Zweispruch in meinen Posts mache. Das heißt, ich mache immer ein auf Englisch und dann ein auf Lützeburg drin. Das heißt, das hält mir doppelt so viel Zeit, weil ich Spellchecker.lu nach muss holen. Ne? Aber auf meiner Webseite ist alles auf Englisch. Mir dann also oft bei RTL oder bei Luxley oder bei Mutadrit Rezept auf Lützeburg. Also linken ich auch auf denen hier Website, dass ich den nachfinde. Mir das geht den Leuten aber nicht durch. Da sollen sie auf Dinge Website. Wie war einfach? Ja, das ist du hältst das aus. Ich antworte immer. Okay. Außer man ganz frech ist oder dumm ist oder irgendwie so ist, so in der dritten also Niveau, wo ich mich nicht mit alles. Yeah. Ich antworte immer, weil ich fand das immens wichtig. Und oft kriege ich dann als Antwort doch zurück, okay, merci, ich wusste das nicht, das möchte da sein. Weil da so und Leute sich, okay. Ich fand das immens wichtig, dass du alle Hauteur mit den Leuten schwätzt. Weil, also für mich auf alle Fälle, ich sehe eigentlich so the girl next door sowieso, ne? Das heißt, ich will auch wirklich die Leute können antworten. Und ich sehe mich auch nicht above something. Also wenn ich einen dumm kriege, nee. Na, also bei der Kachespizza und Job keinen Kommentar zu lesen, weil ich mir einfach teilweise gesagt habe, oh, komm on. Ja, wer erzählt sich schon so dumme Kommentare? Also das ist ja nicht, der andere, da sehe ich da ja so, das ist ja nicht in dein Dummheit, das ist so viel warm, ist das nicht so. Ja. Das ist schon verständlich, auch konkret. Also den einzigen, den ich wirklich noch mal witzig fand bei RTL als Kommentar, das war ihn, die gesagt hat, auf Frack, und auch an der Farbe von der Ukraine, weil ich war effektiv auch den Tag blau mit Gielo getan und ich hatte ukrainische Farben. Und dort einen drinnen geschrieben bei den Kommentaren, wie Pizza aus der Giel rot. Wie ist gut nicht verstanden. Ne? Und dann hat die angefangen zu streiten. Und ich gedacht, oh, Frack, so gut. Wie du lässt das alles durch? Nee, ich habe wirklich schlimm angefangen. Ich war am Gang Wein zu trinken. Und meine Freundin so, lo machen wir den Handy aus und wir trinken weiter Wein. Oder so? Nee. Und ich kenne den Wein aufgedreht. Nee, also du musst ihn drüber stehen. Natürlich, also ich fand es nicht cool, wenn ich dumm attackiert gewinnt Sachen. Das könnte aber selten viel. Wie ist das bei ihr? Also guck, wir kriegen nicht viel. Wir gucken aber eine Zeit lang so auf Twitter. Twitter ist ganz schlimm. Ich selber kein Twitter. Du hast mal das ganz spät gesehen. Aber du hast wirklich einfach so zwei Neandertaler mit Mikro. Ja, am Anfang ist es witzig. Wenn es zu zwei ist, ich kann drüber lachen, aber wer schon lange kennt, ich nicht drüber lachen. Ich bin ganz ehrlich. Da gehe ich mal denken, ja, das war ich, sind ein Neandertaler mit Mikro. Mir guckt das aber auch, wenn man wo kluppern, ob sie, wenn man rausgehen oder so, da kommen so viele Leute. Also ja, das ist so cool, was er macht. Weiter so. Ja, das ist cool. Und da wenn so auf Twitter schreibt, das ist einfach so scheißegal. Und dann das noch bestimmt von denen, die beide könnte nur sieht, du wärst cool, was am Club was, weil das stand nicht traut dem man das. Mir ist das Problem, wenn ich an den Kaktus gehe. An den Kaktus ist das Schlimmste. An der Supermarché ist kein Problem. Mit Kaktus Ballettoile ist das Schlimmste. Da kann ich nicht durchgehen, ohne dass Leute mal Caddy gucken, weil ich gerade kochen oder so. Was gibt dann Haut? Du weißt, ich verstoppe nicht mal Haribo in der Salon, dann so eine Geschichte. Und ich muss so ich bin zwar glücklich, dass die Maskepflicht nämlich da ist. Wir haben Kaktus und ich bin mal mehr, der besser macht der Maske. Du kannst den auch Ja, aber bon. Also, ja. Nee. Also, das ist schon seine Sache. Du musst scheinst du. Du bist krasser kann so im Publikum, auch wenn du kochen willst. Ja, also, ja, okay. Also, ich sehe ein bisschen zu spät kommen. Ja, nicht viel zu spät. Ja. Aber ich habe gedacht, der Knödel ist mega. Das ist direkt neben drin. Da brauche ich meinen Wein und meinen Cupcakes nicht weit zu schläfen. Und da war dann eingeschlagen. Und geht so um den Akt und du hast hier den Zebrastreifen. Ja. Und ich stelle mich partout nicht auf den Zebrastreifen, weil ich allkehr ist dieselbe Situation und dass ich mich mega geniere. Und Leute müssen rundherum gehen, also gucken da so ran. Und mein Auto ist im Moment extrem knaschtig, weil ich in der Baustelle und die schreckliche Reden war. Ja, am Pollen. Und ich muss an die Autos weggehen. Und ich stelle mich nur nicht auf den Zebrastreifen, weil ich will das evitieren, dass dort Leute müssen rundherum gehen. Ja. Hi. Wutsch könnte fetten, teuren Auto, die sich einfach vier stellt, auf den Zebrastreifen. Oh, hi. Ich Fenster auf, direkt hi. Monsieur, du möchtest den Fenster auf. Das ist mein echter Kajal an der Stadt. So, okay, kein Problem. Da geht nur zurück, geht dich in Hand an drei Stellen, weil ich nach 5 anderen Auto und 100 Mann. Ne? Und da kommen gerade 2 so Leute, die mich natürlich gesehen mega Bierlen am Auto. Und so, und die, wo ist das kein Pan dabei? Wo haben wir den Pan? Da geben wir den so einen Gruppe. Regel das mit der Pan. Die war geil. So und ich war so, am März schon mit Cupcakes und Wein dabei. Ich gehe so schon nicht mit denen rüber. Aber bon, auf jeden Fall, nur nicht geregelt, Mann. Du und Jana hat mal angefangen mit Tuten. Dann ich gesagt, okay, müsstet oder müsstet nicht? Und ich gesagt,
fuck it, ich meine nicht. Ich rausgeklommen, ich ist in Fenster geklopft, ja. So, Monsieur, nicht schon nicht getraut, so rauf zu machen. Ich hätte Ich habe nicht nur die Fensterhanen abgemacht und ich habe durchgerufen und ich gesagt, so stiel dich halt 4 gedrückt, der muss nur zurückfahren. Ja, aber ich kann nicht zurückfahren. So, ich dachte, die Kamionette regelt nur an der Schreckle, die fährt nur zurück. Und er sagte, oh ja, nee, und so, nee, das ist nicht akzeptabel. Ich stelle mich nicht auf den Zebrastreifen, wie das Kind einfach die Leute fährt und dass die Leute durchkommen. Und die hat das auch nicht zu machen. Ja, so, nee, die macht das nur. Und du hast nicht gemacht. Respekt. Das war mit so Geil. Ich hoffe, mit der neuen Joch gedacht, oh, merkt wer so gut schon eine Maske gehabt hat. Ich hoffe, es geht nicht gefilmt. Das ist mal auf YouTube. Auf TikTok gibt das so viel Views kriegen. Oh, merkt, was du weinst. Oh, das ist so witzig. Das ist ein cooler Geschichte. Nee, mit du nicht mal immer gedacht, also ich bin total konfliktavoidant. Ich bin eigentlich ähnlich schon das gar nicht, nee, ich bin gar nicht gerne Konflikte. Aber ich bin irgendwie so etwas für Gerechtigkeit immer absteht. Und ich fand ganz schlimm, den dort war wirklich Leute nach Hand, man hat das alle auch gesehen. Und ich habe mir gedacht, oh, ich bin den Hauli, den die Stunde wirklich nur genug gepackt hat. Die anderen sind alle Hosen, dass ich mich nicht hingepackt habe. Aber ich habe einfach gedacht, nee, also hey, und ich wirklich streicht für zu so und das geht nicht. Wie war der Monsieur dann? Geh schon den allen Was Leben. meinst du, hat er geschafft? Oh, bestimmt ein Platz. Wie Auto war das? Ich meine, das Auto brauchst du mich nicht froh mit, weil ich hab's teures. Ne? Ich kann nicht. Ein Toyota. Nee, ich meine, ich habe mich nicht erkannt, Monsieur. Ich hoffe. So ein Kommentar. Was dir dann? Ja, mir was so eine Auge, wie ein Kamel rundherum lebst. Ne? Erkennt doch noch nicht für ihn. Das ist auch wirklich so den Brand, geil. So auffällig Farben. Ich schon ganz gerne, oh, du heben den ich auch ganz oft ganz einfach Sachen. Wie so an der Öffentlichkeit, was auch schon. Ich fand Leben, das ist zu du hast kurz und zu groß, für so schnittfarbig und so. Also genug. Ja. Ja, war. Ich habe gleich gar noch gedurcht. Ich bin eigentlich so ein bisschen so Kindergarten-Teacher-Style, aber mit einem kleinen Edge. Bisschen, aber von wie ist das? Die Serie. Ah, Zoe de Chanel. Ja, wie ist die Serie? Ah, das ist mega cool. Wie ist die Serie? Wo kommt das? Kika? Nee, nee. Netflix, also einfach normal. Ich weiß nicht, wie sie geheißt hat. Warte. Ich weiß, wer das. Ja, die weiß Ja, das ist cool. Weil das hat die Stil. Wer war Geil. raus, also wo die Sendung kam und noch mein Freund so gesagt, frag, du hast voll einen ähnlichen Stil. Weil ich sage, ja, cool. I Du take the kennst ja auch so compliment. ein Kanner-Kochsendung machen. Ja, Könnt das? aber gib mal zu, ich meine es. Echt, ja? Echt, ja. Wie kannst du als das bist du so als Nähkästchen plaudern? Wie ist das nach RTL? Weil mir stelle fest, dass schwer von Medienmonopol existiert, für do Anklang zu finden. Das ist schwer. Okay. Ich kann nicht mehr so, Nee, das ist natürlich. ganz schwer. Ich kann wirklich das so, das ist ein Problem. Du bist als Rechtstock. Ja, weil das ist ein Problem, was natürlich weiß, okay, das ist kein Konkurrenz, du kannst Ja. nicht so in Arme, Weißt da du- gehe ich bei den anderen. Ne? Du findest das super, dass der einen eigenen Druck macht Ja. und das muss ihn zuletzt auch machen. So viel. Aber weißt du, wie viele Millionen sie kriegen pro Jahr? Ja, okay, aber das ist eine andere Diskussion und ich meine, das ist etwas, wo vielleicht in Zukunft, wie weiß, auch nein, ich habe mal Social Media Grants gemacht, für Lützeburg zu promoten, du weißt es nicht. Ne? Weißt du, das Problem ist, das ist ja gut, dass es das geht, weil das fördert ja Lützeburger Kultur an Spruch. Mega gut vom Lützeburger Staat, Ja. von RTL. Aber du musst immer da all die Jungfutti, weil so Leute wie mir von einem wirklichen Anschluss. Es hörst sie an all die Formate, die du hast, von einem wirklichen Anschluss, weil sie kriegen 15 Millionen pro Ja. Jahr am Arsch gestoppt. Und wir haben gar nichts zu machen. Wir müssen da klappen und dir annehmen. Da klappen und dir annehmen. Mir löde Leute Politiker an und das ist so mal denen das. Ja, also nee, ich kann nicht mehr so, ich gehe nicht absolut reich, dann ist schon dasselbe Problem oft, gerade weil ich eben weiß, wenn sie nicht eine Sendung dürfen holen, dann habe ich schon keine anderen, dann ich fange nicht an, Investen zu Du machen. musst ja Ne? aber deine eigene YouTube-Dingen. Nee. Wem möchte das dann? Bei YouTube, wieder das sind, YouTube-Channel. ja, aber das sind Sendungen von RTL, die ich einfach mit Rezepten rausschneiden und dann kann ich posten. Ich darf das, mein Okay. Kontrakt Das erlaubt. war das ist mit mein Döner, Kontrakt. das war von RTL, oder? Nee, das war mit Mutter 3. Ah, Ja, d'accord. genau, so Okay. Sachen man auch Okay. mit sonst dann einer. Ja, ja. Also ich schon genug Content, den ich drop mal, aber ich mal und nicht ganz viel neue Sachen. Mit das ist gut bei dir, du hast effektiv die Brand, du hast die Stellung, dass du effektiv, und du hast auch die Nische, dass du kannst mit den verschiedenen Firmen, Luxley, wie du nannten, you Ja. name them, zusammen Absolut, mir das auch mein Lützeburg ist eine kleine Landschaft, der Tisch, wenn die alle einfach durch sind, dann ist es doch Ja. so, okay, wäre das als nächstes. Ja, Ne? Also das ist ja, auch ja. immens schwer, halt zu Lützeburg für long-term können eine Ja. Karriere zu sustainen, weil es da einfach weiß, okay, von den einen
du so viel Jahre Kontrakt seht, okay, muss ich fertig, dann weißt du, okay, den Player ist fort, dann du kannst wahrscheinlich auch nicht wieder zurück. Und ich meine, das gesehen ich oft halt zu Lützeburg, dass ich schuld fand, dass ich ganz viel Short-Term gedurcht geht, da gar nicht so Long-Term Relationen gefostert gehen. Das ist immer schwierig. Also ich meine, Lützeburg ist das einfach für ganz schnell ganz bekannt zu gehen oder schnell viel Views zu kriegen oder schnell das schon drin schwarz oder selbst cool ist. Und das ist ganz schwer für dort zu bleiben, auch hier weiter zu growen, weil du bist direkt im Plafond und kannst du nicht, ne, weil das nächst. Ja, am Anfang, das war zu Lützeburg, also so schnell weißt du, du musst am Anfang nicht viel machen und dann kennt jeder schon das. Ja, und das ist auch ein Hype. Ja. Das ist ein Hype, und da flacht das nicht so, wie du siehst, effektiv. Und das ist schwer für das effektiv sustainable. Und du willst so nicht immer, wie so Sachen, also ich weiß, ich fand immer, also ich war immer in meiner Karriere, ich war immer ganz resourceful, schon immer Ideen, schon immer Projekte. Du willst, ich mache mal, du kein größer Sorge, ich weiß, dass Sachen kommen und gehen, dann heinst du Hannah froh nicht, doch, mir das gut, ne? Weil wenn ich sich nicht Hannah fragt, dann weißt du noch nicht. Ja. Aber dann heinst du so ein so, da sind noch so Eintagsfliegen, die dann vielleicht auch ein bisschen das Spotlight tun, aber das sind einer, die merken auch ganz schnell, wie hart das. Ne? Auch viel Leid, zuletzt gehen dann aber vielleicht echt der komfortable wie den, wo sich halt auch sieht, so, hört man nicht mehr. Ja. Nee, klar. Das heißt, du hast Konkurrenz mit das aber nicht, also echt der Short-Term-Konkurrenz. Also ich kann nicht ja, aber das ist auch nicht direkt da. Nee, froh, also gerade, wo geht es hin? Ne? Also wie gerade Podcasten ist cool und so Sachen. Du musst eben immer ein bisschen so mit dem Trend gehen. Ja, genau. Ja. Wie seht ihr dann auf TikTok? Ja. Und ist das dann dick bei ihr? So das größte Plattform von den also Followers. Also du Follower. Also okay, make also auf YouTube, okay. Für dich also ich habe schon auf TikTok ein Video gepostet. Weißt du, auf TikTok muss ja alles mit Voice-Over sehen. Ne? Das heißt, du musst ja eigentlich immer drüber schwatzen. Mir das aber das bei Rezepten, wie ich so gesehen habe, das teilweise so gemacht hat, habe ich das doch gemacht. Du kriegst recht geile Kommentare. Ja, aber du siehst Leute erzählen für ja, du hast so, oh, was ist das da für ein Akzent? Weil das ist dort da für ein Spruch. Wie weit schwätzt du kein Lützeburg geschrieben, so B-O-I-S-H, wie ist Lützeburg? Du darfst nicht lesen. Nee, du antwortest keinen. Bei TikTok antwortest du effektiv, außer wenn ich etwas Normales friert. Weißt du was, so TikTok muss man so über-satisfying Videos, wo du so den Mikro ganz nah beim Schielen, so beim Schielen. Ja, oder so den D-Schreien. Genau. Okay, ja, mir das ist so ein bisschen eine weird Community, die da gucken, ne? Oder ich guck mal den. Also, okay, fein. Oh, dann, oder wenn du das Fleisch an Pan lässt. Und dann so ja. So, das ist okay. Da gibt es noch so ein Video, wo Leute nehmen einfach essen. Ja, da so ein Mikro, so essen. Davon schon Englisch. Nee, das fand ich auch ganz schrecklich. Ja, wegen mir heute den ganzen Podcast, Paul. Nee, ich weiß nicht, also nee. Mal gucken. Mit Musik ist schon mal im Neuer von. Nee, was du ganz allein hast, du ein Team, hast du Manager? Ich bin ganz allein. Ich mache alles allein. Social Media, Video, alles. Da ist schon also in die Cutter, ich wollte ein Video machen, das ich dann schicken, so und ich schneide machen, und dann mache ich Supervision natürlich, so und einer da, dann macht er, dann macht er dort. Und Kontraktor schaffst du allein aus mit deiner Partnerin? Ja. Also ich bin eigentlich nach Foucault, weil ich am Anfang geholt habe, für die Kontraktor mal zu schreiben, und nur in der Zwischenzeit, bis dann adaptiert und so. Ja, also das bleibt mir immer, es wäre so mega Team drin und so. Aber das Film ist, ja. Ja. Ich muss auch immer so gucken, dass alles irgendwie lebt. Ne? Wie du findest, ich kann nicht ein Restaurant abmachen oder so, weil ich habe mir eigentlich überlegt gehabt, willst du gerne groß gehen, an der Hinsicht wirklich so ein Empire aufbauen, so wie Jamie Oliver oder so, weißt, dass du mega viel produzieren musst, und du hast ein Restaurant, du hast ein Magazin, und du, Lützeburg ist sowieso schon relativ klein für überhaupt so etwas zu machen. Ich habe auch gesagt, ich will nicht an das Hamsterrad kommen, wo ich die ganze Zeit misst. So viel Suche für Dinge, wir können überhaupt das zu maintainen, was schon gar nicht aufzubauen. Ne? Weil du so viel auf dem Kasten hast. Ja, und ich habe mir einfach gesagt, ich will gerne ein Lifestyle-Business. Und das, dass ich kann von meinem Business leben und absolut mein Business loven, und super machen und enjoyen. Und ich habe keine Kanone, dass man die ganze Zeit die sieht, auch fragt, wenn es nicht nächsten Monat so viel Aufträge kriegst, dann als drüber. Und du willst nicht frei. Mir am Anfang ist das immer cool, wenn du fertig bringst, dass du so, okay, ich bin so glücklich und ich brauche nicht mehr. Also, das geht finanziell, aber gut durch. Ja, okay. Also es geht. Das immer, das verschiedene das man auch mehr. Ich sehe so schon als Journalistin zu London geschafft, auch Freelance, also fast als ich, und du Freelance, und schon einfach gelehrt.
wie sich debrouilliert, dass immer Kehr sei Fanger ganz viele Projekte hört und das nicht mehr so wie es geht, dass sie ganz viele verschiedene Sachen mischt an Diversifikation. Also ich meine die Cookie Cutter an der Form vom Lützeburger Land, den das lief, das Bomben, das war so eine gute Idee. Das ist auch alles von dir gekommen. Ja, die Idee ist kommen, weil ich hatte den hört mal für mein Buch, ich hatte mein Buch Home Sweet Home 2000 18 oder 17 raus. War der Jahr? Nee, 2017 und raus. Nee, 2017. Und du war den hat mal einen 3D-Printer also Lützeburg gemacht. Und du sagst, oh krass, kannst du als Cookie Cutter holen, ne? Und dann habe ich die Kiste auf das Buch gemacht. Und ich habe mir gedacht, ja, bon, du willst alle Menschen so hin, ne? Und dann habe ich ihm gerufen, so, kannst du mal danach machen? Und so, ja, wie viele? So, kann man vielleicht mal 500 tun? Und so, oh, den 3D-Printer für 500 Stück, den muss im Mond laufen oder so. Und da kostet 30 € Stück und so weiter am Ackhaf, ne? Und ich so, ja, nee, das geht nicht. Und dann habe ich mir einfach so auf den Internet gegangen und dann habe ich lange gesichert und dann habe ich eine Firma gefunden. Ja, in so einer Zwischenzeit sind wir aber bei, ich meine, gut 15.000, 20.000 Stück, die ich schon verkauft habe. Nee, das geht hier los. Das ist einfach ein Business, ein Side-Business. Bon, das nicht, dass das Millionen mischt, weil das ein Cookie-Cutter, ne? Das Wie verkaufst du den dann? Also, eigentlich, ja, eine Geschäfte. Okay, du hast eine Website auch? Ich habe eine Website, mit der ich aber keinen Shop drauf. Ah, okay. Bewusst? weil ich ja, weil ich auch nicht genau weiß, wie das alles geht und so weiter. Und ich habe auch eigentlich gesagt, weißt du, wenn du dann alle Boutique kriegst, Sachen, da brauche ich nicht doch nach einem Shop zu. Da hast du keine Leute, die mal schreiben, also, und da können wir ein Buch bei dir bestellen und schreiben und da machen sie das doch und da kriegen sie doch geschickt. Heinz, weißt du, das werde ich mal so in einem Business, also so Focus-Ding, Energie auf das, was das bringt. Weil wenn ich nur einen Shop mache, das kannst du auch auf Shopify und so weiter, für du nur vielleicht 30 Sachen am Jahr zu verkaufen, mir das bringt ja nichts. Na, dann choose your battles. Wer ein Geschäft da, wo fand den Link? Luxemburg Haus, Wanderscheid, Ernster, Alinea, lauter, also Ernster, das stimmt. Ja, Ernster, da hält da ganz viel, ja, und in Alinea auch, also das, also finde ich schon. Und aber auch Platzshop, also auch den Ernster Mensch, die du verkaufst. Und für wann magst du das Leute das kaufen? Wenn es dir oder wenn es dem Inhalt? Ey, weil er der mega coole Cookie-Cutter an der Form vom Lützeburger Land ist. Also, okay. Ich meine, das ist eine Mischung. Das ist eine Mischung, definitiv. Also ich verkaufe Sachen auch cool. An der Hinsicht, ich meine, auf Instagram und so, ich probiere wirklich viel zu posten, auch viel auch Leute Lust zu machen, auf Rezepte und so. Und dann, aber du vermachst dich gut, das war. Also du lässt gut. Ich müsste das consciously oder nicht? Deals. Also das ist auch ein bisschen Second Nature in der Zwischenzeit, weil ich einfach weiß, wisst ihr, egal, eigentlich wollte ich noch nach die dorten Dinger filmen, ich schicke durch Köln und Obstunden und ein Handy. Wir sind dann nach Puerto Rico, nur ein Foto zu sehen. Nee, ich fand cool, also Kommunikation ist ja eigentlich mein Metier. Also ich meine, wie gesagt, mein Background ist Journalismus, Kommunikation, Story erfahren, irgendwie immer so den. Also am Journalismus ist es so, du musst für eine Story zu, du musst irgendeinen Hook holen, du musst so und das du willst. Du willst auch bei der Kochcase Pizza den Dingen, willst du so, okay, haben wir mal eine extra Pizza, wir können machen, aber es ist guten Zweck, weil da holt es wirklich aber auch einen Hook, weißt du, wo cool ist, und es wäre doch Sinn, und wir machen noch etwas. Und ich denke immer so, dass ich mal so ein, wie kannst du Sachen cool machen oder extra machen, genau, wie auch, nur mit Muffin halt, ne? Ja, weil also. Ich nach 4 Gäste und bin mir gedacht, ich muss an den Podcast, ich muss jeder für das machen, weil die erwarten sich ja bestimmt, dass ich mal etwas komme. Ja, nee, also das definitiv kennt nicht von nicht, mir das aber nicht, dass ich, und das auch nicht gekünstelt, das wollte ich davon so, weißt du, das nicht, da steht wie mal Fake-Sachen auffallen lassen, oder du sitzt da so und, wie kann ich das dort denn so machen, ne? Da sehe ich da so, wie kann ich der Sache flotten Twist gehen, oder wie wird ich mich interessieren? Nein, wie hast du angefangen mit dem Ganzen, weil du hast ja am Punkt, du fließt das Ganze, wenn du eine Idee hast, du effektiv dann da kommst von einer anderen Sache, und das kannst du da vielleicht so finanzieren, aber wie hast du angefangen? Also, ich bin zu London, als Journalistin geschafft für die größte Nachrichtenagenz von der Welt, für AP, Associated Press. Und ich war 2,5 Jahre durch, ich habe angefangen 2008 dort zu schaffen. Das war wirklich der Moment, wo Recession gegangen ist, wo Lehman Brothers futtig gegangen ist, wo zu London wirklich alles zurückgeschraubt ging. Also ich habe einen festen Job an einer riesen Nachrichtenagenz gekriegt. Und ich hatte euch ein bisschen überglücklich sehen, mir nur 2 Jahre hatte ich einen totalen Burnout. Ich war selbst von unhappy. Nee, es war ganz schlimm. Also, es war wirklich es war eine Mischung aus, nicht mehr wissen, ob ich überhaupt noch Journalismus mache, weil ich schon einfach fand, das Ganze wäre so sinnlos und ich war nicht froh mit
der Arbeitsplatz. Sport warst du Journalist? Also ich Entertainment, da habe schon auch roten Teppich gemacht zum Leicester Square, also der Will Smith für unter der Will Smith, das ist ja noch nicht cool. Da kannst du noch nicht so, und die war nicht cool. Naja, nee, so, ja, okay, nee. Der Reese Witherspoon, das war zwar ein Quatsch. Und dann David Duchovny, der war auch ganz speziell. Ja, egal, mit waren lauter Leute. Du kennst X-Files, den David Duchovny. Oh Gott, wie halber. Oh mein Gott. Im Moment, das weiß ich nicht, ob ich penibel singen. But anyway, nicht nur als ich Entertainment gemacht, und nur so Lifestyle-Journalism, die alles über Technology, Climate Change, bis so Sachen wie Pictures of a Moving World, für das eigentlich so als Idee. Was war da so schlimm? Das war einfach ein Arbeit an einer Nachrichtenagenz geschafft. An einer Nachrichtenagenz sind die iller Filme gehen, an die Texte schreiben, an die dann nur das und ganz Welt rausschicken. Das heißt, als Klient waren von ZDF bis RTL zu Lützeburg bis BBC, alles. Ne? Und die kriegen dann die Bilder, die ich gefilmt und an die Interviews, die ich gemacht habe, und an die machen eine Reportage draus. Ich konnte nie das finale Produkt machen. Ich hatte nie eine Kreativität. Für immer nehmen, was will ein Klient? Ask the most generic questions, für das auch wirklich alle Channel zu Abu Dhabi und zu Tokio kann holen. An den Environnement war auch hart. Also ich muss ganz ehrlich sagen, meine Chefin war richtig Business oder was? Nee, die war nicht fair mit mir. Also es war wirklich Situation, es war einfach hart, also wirklich Bullying teilweise. Ne? Und ich war einfach schon alles froh, dann habe ich mich wirklich gefreut. Ich habe immer gedacht, ich will eigentlich keinen Journalismus mehr haben. Das heißt, selbst mit Elbeers, das ist nicht für mich, ich bin nicht so ein Mensch. Und ich habe dann einfach carrément die Idee hat, dass ich meinen Job können und das natürlich zu London Job können und da hört auf der Recession, weißt du, wo nicht mehr ist, was müssen dann mich schon einfach gesagt, okay, da gehst du reisen und dann du nur guckst dann. Und das war ganz witzig gegangen, weil ich war dünn, nachdem ich gekündigt habe, war ich nach Filmen, ich nach dem Mond müssen schaffen. Und du warst mit einem Kameramann mit, und du sollst mal da bei so einem Sandwich bei Pret à Manger am Gang zu essen, und du mal geschwart bist, und dann so, na, was läuft? Und so, ja, ich habe gerade gekündigt. Und ich habe gedacht, okay, hier noch wie für ein anderer, so, bist du gackig? Du hast einen Staff-Job. Und hier war immer so, mal Tante gehen, hey, du hast die beste Decision ever. Du gehst aus der Sausage Factory da fort, da wo man immer neue Sauce gemacht hat, sozusagen. Ich so, cool, was das als nächstes? Und ich so, oh, boah, ich weiß nicht, ich gehe mal ein bisschen reisen, dann gehe ich zurück auf Lützburg, gehe ich vielleicht ein bisschen ersetzen, weil ich noch mal als Ersatzschulmehrerin geschafft und so. Und, ja, und so, also, ja, was willst du da gerne machen eigentlich? Also, mein Dream wäre Food Journalism, ich will wirklich gerne Food Journalist sein. Und hier so, ja, kannst du das dann zu Lützburg machen? Und so, nee, also, eigentlich nicht, weil also ich mache schon ein Rezept auf den Telekran, dass die ins Platz, wo der Moment Food-Sache gehen. Und so, oh, frag, okay. So, das ist eine komische Idee, für was willst du da nicht daheim bleiben? Und so, ja, mir komm, Recession und so weiter. Und so, ja, mir Recession. Du hast gerade für die größte Nachrichtenagenz von der Welt geschafft. Du bist Freelancer. Was meinst du, wie viele Freelance-Journalisten gebraucht gehen? Willst du nicht gerne noch probieren? Und so. Eigentlich, das ist gut nicht so dumm, ne? Und dann sind ich den Ofen hingegangen, mit der Idee am Hinterkopf, okay, wo kann ich rufen, wie kann ich den irgendwie am Food-Journalismus, du den hört, ich muss hier etwas machen. Und dann sollte ich bei den Tube gehen, und da hatte ich mega Lust auf eine thailändische geringe Curry. Und ich hatte aber keine Lust zu kochen, also ich habe einen Umweg geholt, ich bin nicht an den Tube gegangen längs, mir ist sie riecht ausgegangen, für an den Supermarkt zu gehen, um ein Ready-Made-Meal zu kaufen. Und da war ein Rotlucht dazwischen mit einem Zebrastreifen. Und ich gucke die Leute auf der anderen Seite zu London, wo ihr nie irgendein Gesicht erkannt. Und ich habe ein Gesicht erkannt. Und war der Food and Drink Editor von Time Out Magazine. Und das ist ein Restaurantskritiker von einer größeren Zeitschrift zu London. Und den Mann ist komplett anonym, wie es Kevin ausgesagt. Ich habe ihn immer erkannt, weil ich 2 Jahre für drin an meiner Uni einen Ovenskurs extra noch auf dem Studium drauf geholt habe, am Food and Drink Writing. Und hier war von den 2 Teachers. Das ist so gut. Das kann ja kein Zufall sein. Und ich habe immer, genau, absolut, das ist total Serendipity. Weil ich habe nämlich damals die Kur geholt gehabt auf der Uni, weil ich mal gesagt habe, oh, da kriege ich vielleicht einen Job bei Time Out. Ja, die 30 anderen Leute, die an dem Office-Kur waren, haben genau dasselbe gedacht. Und natürlich hat kein irgendwie etwas gekriegt. Und da steht hier fast vor, 2-3 Jahre, da nur 4 Jahre. Den Ofen, wo ich gerade Gesicht habe. Hi. Ich schaue das Gring gehen, ich direkt so, ich stehe anstatt so, hello, I'm not sure if you remember me. Und hier so ein großer schottischer Mann, guckt mich so und sagt so, oh yes,
you're from this funny little country, aren't you? Ja, ihr wusst noch. Wir wussten noch, das ist voll Letzteburg für... Warst du doch schon so farbig gedacht? Nee, nicht wirklich. Ich meine, ich hatte Lieder schon keine oder so. Mir auf alle Fall, Wie kommt ihr das allerbest. wissen noch? Weil hier, wir sind an der Zwischenzeit auch ganz gut Freunde, noch immer. Cool. An, Mega sweet. ja, nee, also hier war auch schon auf Lützeburg, muss Psyche kommen an alles an der Zwischenzeit. Mir das Witzigste war, hier war gerade in der W für ein Bar zu reviewen, lang, weil du noch Freunde also soll treffen für das Essen zu gehen. Und sie sagten zu mir, hey, komm, willst du nicht mal in den Trinken kommen? Mal ein bisschen gespart. Ja, dann hat sich herausgestellt, dass, also hier nicht geklebt, ich weiß, ja, weißt, wie viele Leute wollen am Foodjournalismus sehen und so. Und so, ja, ich habe gerade einen Blog gemacht, angefangen und schon noch gerade den Tag war ein Buch, was ich mal bestellt habe, ein Foodwriting-Buch und dann steht nach aus der Post rausgezogen und gesagt, hey, guck mal, das wäre auch cool für deine Kur. So, dann ich teache mir, du bist wirklich seriös, you're really serious about this. Und ja. Und du sagst, okay, mit dann halt, wenn du nächste Woche fertig bist mit deiner Arbeit, wenn du raus bist, dann kannst du mal ein bisschen Stage machen, dann gucken wir mal. Das ist so Geschichte. Das ist schon cool. Wie weißt du, was das Allerkrasseste war? Den Tag, wo ich existiert für Food Journalism zu machen, hat seine Assistentin ihm gesagt, das hat zurück auf die Uni gehen, für Masters zu machen. Ich habe auch mit den Gedanken rundherum gelaufen. Ich dachte, wie kann ich Schule für Charmaine zu ersetzen? Und ich will keine Annonce machen. Hey. Das ist gut, aber gut. Gut Schicksal. Ich hoffe, dass es so den Serendipity gibt. Ja. Weißt du, das wusste, ob es Fans oder Synchronicity, das ist noch besser. Synchronicity ist, wenn so Sachen sich synchronisieren, nicht wenn so Sachen sich fügen. Ja. Und ich muss mich immer im Doren erinnern, wenn ich so verschiedene Sachen am Leben beginne, so wie ich das will, sonst mal, ey, come on. Wow, the door's heavy. It can happen. Ja. Weil das hat alles changiert. Das ist wirklich ein Sliding Doors Moment, weißt du? Ja. Weil, wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre ich wirklich tatsächlich auf Lützeburg zurückgekommen und ich wäre wahrscheinlich Prof gehen oder so. Mir auch, dass du die Courage hast, bei hinzugehen. Da musst du aber auch schon tun, ne? Ich war zwar ein scary Scottish Man, mir schon mal gesagt, oh, was kann das Schlimmste, wie war das? Das sind schon erinnert. Ja, genau. Ja. Das ist auch so ein bisschen grab it by the balls. Nicht ein Person, nicht ein Person. Ja, nee, und du weißt, also das ist wirklich, das war so der Moment, den für mich alles changiert hat. Bon, das ist zwar nicht das, was du gefragt hast. Du hast gefragt, wie das ganz angefangen hat. Ich kann dann immer noch so flash forward, also ich schon bei Time Out als Restaurantskritikerin nur geschafft, weil hier nicht meine Sache so gut fand, dass er gesagt hat, du kannst, hier so zu mir carrément, halt die Sachen, die du für 3 Jahre geschrieben hast, nicht mal so Mattbrusch, hier so, das war alles mit roten Strichen voll, hier so, das war wirklich nicht gut, ne? Und so, ja, okay, so, ja, mit dein Englisch war nicht gut genug. Und ich so, du hast so 3 Jahre für die Agence geschafft, ich so, du warst ein Journalist, hallo, weisen ich dir, wie richtig Food Journalist geht, wie richtig über ihr schreibt, der Restaurant. Und dann war ich 2 Jahre bei ihm. Da musst du Leute so Wörter benutzen, die kann man schon verstehen. Nee. Das war auch Freelance, das war 2 Tage an der Woche und dann habe ich ein Telefon geholt und ich bei ZDF gerufen zu London und dann habe ich direkt als Freelancer geholt. Dann habe ich für sie die Royal Wedding gemacht gehabt und die Olympiade und so Geschichten. Ich habe mega coole Sachen gemacht. Mit den krassen Massages am Anfang so wirklich so hohe Opportunitäten, trau dich so einfach bei zu gehen, weil für dich war das vielleicht evident, aber das ist nicht evident für viele Leute, weißt du? Das war so, ich auch, ich gebe mir denken, so, weißt du? Ja. So, und du musst einfach machen, du hast nichts verloren, wie du siehst. Absolut, nee, und ich meine noch eins, du musst weißt du, wenn du dich ordentlich behältst, kannst du Leute schwätzen. Ja. Ich meine, du musst dich einfach trauen. Am Leben, ich meine, du musst einfach am Leben heinz oder so Fred wird nie in dich freuen, du musst selber für dich kämpfen. Aber genau das ist bei RTL passiert. Weil ich habe für RTL Korrespondenzen von London aus gemacht. Das heißt, ich war bis zu ihrer London-Korrespondentin, ich habe immer ein bisschen Story gemacht. Ich war für sie bei Planet RTL Moderatorin, ganz am Anfang. Mit Jerome, mit Monika, mit all denen. Und das heißt, ich hatte meinen Kontakt bei RTL. Und ich wollte meine Kochsendung machen. Mein Traum war, eine Koch-Sendung zu machen. Und irgendwann habe ich auch, wo ich bei Time Out geschafft habe, wirklich an dem ganzen Ding drauf war, ich habe gesagt, ich muss das machen. Und ich habe gesagt, ja, mit RTL wird man niemals rufen, also rufen ich hin nun. Also ich habe nur gerufen und gesagt, so, hi, ich bin da Restaurantskritikerin zu London und ich mache meinen Blog. Wie wäre es, wenn wir eine Sendung zusammen machen? Und RTL war so, ja, okay, ja, was wäre dann? Ich so, eine Kochsendung, wo wir da Tischen zu London rundherum gehen und die verschiedenen Quartiere gucken. Wie musst du dann wenn das gepitcht? Weißt du, weil... Dann Spogen. Nee, das war mein Kontakt, den nachdem uns bei Planet RTL die ganze Zeit. Sie nicht kannst, sie sind aber ein bisschen so verschlafen. Nee, also verschlafen gebe ich nicht so. Ich meine, das ist schon schwer, für ranzukommen. Das ist schon schwer, für ranzukommen. Ja. Ich hatte eben demnächst den Kontakt, weil ich eben den Korrespondenz hatte. Aber das Beste war, wo ich ihnen gesagt habe, dass es eine Sendung ging, die war Englisch die erste, sollten sie,
nee, come on an. Seriös, eigentlich ist es. Also, ja, dann machen wir dann Kontakt mit London, dass ein bisschen Rehsendung dabei ist. Und dann habe ich einen Pilot gedreht. Du sagst, okay, dann mache ich Pilot. Und ich bin ein Freund zu London und gerufen, hey, wir können drehen bei mir an der Küche, aber gut, das kriegen wir vielleicht abends. Ne? Und dann habe ich RTL das geschickt und sagte, RTL, hey, mit dem Kaktus das da gewesen, das ist genial. Wir wollen nicht nur mit einer Season, wir wollen direkt 2 Seasons. 24 Episoden über 2 Jahre. Ich so, okay. Wie möchte ich das? Ich hatte keine Ahnung. Ne? Ich weiß nicht, wie das geht. Ich wusste aber, dass ich Skills hatte. Ich wusste, ich hatte die richtigen Freunde rundherum. Ich wusste, ich weiß, wie ich möchte. Ich weiß, dass ich kochen kann. Das ist kein Problem. Und du hast das gemacht. Und ich dachte, eine Firma zu Lützeburg und eine Firma in England gegründet. Weil das war eine ganze Geschichte. Weißt du, ich musste nicht einen Euro bezahlen. Dann musste ich nach Pinn am Leid bezahlen. Und die Exchange Rate, über 2 Jahre und plus. Bin ich froh, dass mein Papa mir da geholfen hat. Er hilft mir immer mit finanziellen Grot und so. Ganz kurz, das heißt, Sie haben davon Anfang an einen anständigen Offer gemacht, ja? Nee, ich habe einen Pitch gemacht und schon ein Devis gemacht und sie haben mein Devis total geklappt. Ja, am Anfang müsste es auch richtig. Ja, du bist so straightforward. Also du kannst, ob sie tun. Das ja. Ist gut. Mir das ganz hart für zu wissen, noch wie budgetierst du das? Wie budgetierst du eine Sendung? Ich war so, natürlich, ich denke dann noch immer so, okay, wie ein anderer Leute das gemacht haben. Weil ich gemacht habe, eine Kollegin gerufen, Bernard Michaud, den lo bei Samsa Film groß ist. Und hier als Produzent, dann, das ist ein ganz guter Kollege, so, komm mal, geh ein Glas Wein trinken und ein Flasch. Und dann kannst du mal vielleicht über mein Budget gucken. Und hier so direkt, oh, pass auf, du musst eine Assurance drauf setzen, pass auf die tote Sachen. Und das war mega, weil. Erfahrung hat. Genau, und genau so, ich habe einen Realisateur gebraucht, den mich kennt und der weiß auch, die Lützeburg ich kann zu London. Und ich habe Dominik Freundin, da ich Halliwell gesehen habe, wir waren als Teenager best Freundinnen, und wir haben einen Anfall gehabt, durch Zufall auch zu London begegnet, hatte ich schon gesagt, ich am Gang abs RTL zu pitchen, hat so, ja, wie willst du dann dein Look machen, wie willst du gerne das Sendung erzählt, also der Visual Look und so weiter, die richtig vorgestellt. Und ich schon gesagt, was los ist, willst du gerne drauf schaffen? Und du mal 2 Seasons zusammen geschafft. Die Video ist all zu London gedreht. Ja, also die ersten 2 Seasons. Und du nur zu Lützeburg. Nice. Und du mal ja eine ganze Season zu Tokio, Bangkok und Hongkong gedreht. Das war du so Insekte gehst. Ja, und ich probiert, aber nicht, nee, ich mache das aber nicht an einer Sendung. Nee. Nee. Ah, wow, super, love it. Ganz krass rausgekratzt aus dem Keller. Nice. Nee, mir das diese Sachen. Ich muss auch immer lachen, weil from day one habe ich immer zu meinen Freunden gejoked, da gesagt, hey, hier ist ein gehen wir in Asien drehen. Ne? 7 Seasons drauf waren wir da, das ist so krass. Meine Freunde, die allererste Season, die wir gedreht haben, hat Daisha immer die Kameraleute gesagt, das war das aus Irland. Ne? Ich hatte ja gut nichts, ne? Ich hatte ja noch nie eine Sendung und so. Ich hatte nicht mehr meinen Blog, den 2 Jahre existiert hat, wo wir gedreht haben. Und da ich das so denke, du denkst, so, you know, guys, Anne is actually not having a TV contract. She's just a rich girl who wants to pretend she's got a TV show. Und da war das der Running Gag, dass das ganz einfach nur so Make-Believe Fake wird. Und das ist krass, dass Loma hat Algorithmen denen Inventing Anna und so Geschichten. Ne? Mein Gott, das hat keinen total Sinn, ne? Ja. Das ist irgendwie so ein kleiner Hochstaplerin wie. Sie geben nie bezahlt, Kinder, no, ist Inventing Anne. Ja, Inventing Anne. Why, you look so poor. Ja, das ist so geil. Ich weiß immer noch gelehrt, du. Am Anfang, du musst dich trauen, nicht zu machen, aber wirklich so die Opportunität wirklich so beim The Balls. Und du musst auf deinen Instinkt lauschen, wenn du... Wenn du Hunger hast, wenn du es absurdierst, dann geht es. Ja. Absolut. Ja, und immer kreativer, neu, also wir sind nicht just eine Lane vor mir. Ja, absolut. Immer ein bisschen Spuren und an. Ich meine, das andere, das auch kollaborativ schaffen, das ist wichtig. Ja. Man muss aber auch die richtigen Leute holen, an den richtigen Leuten vertrauen, weil kann auch noch anders gehen. Ne? Aber ich meine aber, das ist falsch, wie immer zu denken, man muss ihn immer mit Elbe schaffen oder so. Ich fand doch schön, wenn ich kann zusammen schaffen. Ja. Das ist nicht immer einfach, mehr. Das ist aber ganz, ganz gut, die richtigen Leute zu freuen, an die richtigen Leute zu holen. Und auch immer Hilfe zu freuen, wenn du selbst brauchst, weil du kannst ja nicht alles wissen am Anfang. Ne? Ja, du hast ein schlechtes Video gesehen, du hast ihn erzählt, das ist ein größtes Weakness, weil ihn immer gelehrt wird, am Anfang nicht Hilfe zu freuen. Weil du musst ja doch können. Das am Anfang, du so, kannst du mir helfen. Ich bin total auch so, ich will mir alles selber machen. Ich will mir alles selber machen. Und so, und eins zu so, und ich muss so, okay, da musst du aber mal freuen. Das ist gut. Ich schätze auch immer so auf der Uni, wenn ich könnte gesehen, der Pierre hat mir immer übergern geholt. Ich war so nicht zu stolz mehr, weißt du, du willst auch nicht zocken. Ich war da so,
Ich kann das schon selber hin. Ja, das war. Vielleicht sind das mir Lützeburg. Das kann ganz gut sehen. Ich hatte auf der Ambassade, wo ich dann ich hatte dann für den Alain Walter durch die Sandwiches gemacht zu Lissabon an. Ja, das waren dann aber so 180 Stück, die wir gemacht haben. Ne? Und dann habe ich gefragt, ob ich dann nicht das Stagiärin Wanda kennt von der Ambassade kriegen, dass das meine Hand aufpegt. Und dann hat aber den da auch viel zu machen. Und du hast dann die Küche gekommen. Und du sagst, nee, Wanda, das ist in der Reihe, ich mache die lange. Und du sagst, nee, das ist in der Reihe, ich lege die Hände hin. Wenn du das dann gehst du mehr. Ich mache die Sandwiches. Wanda hat alle Sandwiches da noch ausgestacht. Während 2 Stunden, das gut. Du meinst, muss man ein großes Merci sagen. Aber das war auch so der Moment, wo ich mal gesagt habe, das ist so gut, dass ich um Hilfe gefragt habe. Weil sonst hätte ich nur 6 Stunden an der Küche gestanden. Und ich wäre wirklich nicht fertig gehen, weil du brauchst mehr Hand für Sachen zu machen. Das ist auch das, was Leute mal mengen eben mit Kochen. Da bringst du abs Süße mit. Ja, das geht ja schnell. Ich bin froh, dass du siehst, das geht ja, Philipp, genau. Du hast alles verstanden. Du hast alles verstanden. Ja, wie still denn da denken? So, du hältst und dann so eigentlich, so eigentlich. Ja, also kleine Schnäbelchen, also das wir denken so, dass die Schnäbelchen, die schneidest du auf. Ja. Du lässt Hand in den Schwanz drunter, da wisst du, wo die kleinen Haare drücken. Das lässt du drunter. Okay. Und da schneidest du dann halb durch, dass der Schwanz auch halb durchgeschnitten ist. Schälst du sie und dann lässt du hin und du schneidest ja 2-mal dran, okay. bis Hand hin, aber nicht ganz durch. Ja. Ne? Und dann ein Ofen dran, dass es so wie ein Krall ist. Und da kannst du drauf schneiden, da kommen direkt Typen drauf. Und der Punkt ist, dass der Hahn die kleine Schwanz drüber ist, weil den hält das wie eine kleine Hand und da fällt nichts auseinander. Wenn du 4 Anhand aufschneidest, dann gehen die ganz Ring. Das habe ich schon mal gemacht. Ja, denk an eine Hand, das ist wirklich, das ist eine Hand. Die lässt du dir gut tun. Ja, genau das. Gut. Ja, und ein gutes Messer, scharfes Messer, weil wenn du so was ausrutschst mit einem stumpfen Messer, weißt du schon, hast du geschnitten? Ja, oh Mann. Möchtest du gute Kuh an mir? Nee, so nicht. So schlimm nicht. Ja, dann, Zeit aus am Anfang, wir wirklich über viel geschwart und wir keinen Körper als Note geguckt. Ich meine, wir müssen eine zweite Episode machen, weil wir wollen noch über Resen mit dir schwätzen. Also das ja. Ich meine, da machen wir einen nächsten Kerl. Okay. Mit du musst auch noch den können vorstellen. Ja, ich muss einen vorstellen. Oder was hast du mitgebracht? Weil ich ein Buch mache, weil ich mal sicher. Ich passe schon im Stuhl. Ja, ich auch. Das ist so warm. Ja. Also das heißt, wir machen das für ihr. Wir machen das ihr zu late. Ich denke, in der Gruppe hat du. Wann ich gelieft, abonniert das all. Ich kann kein Eis packen. Du kannst kein Eis packen. Ich kann nicht. Ja. Okay, so ekel. Das ist so viel Weirdo. Nee, das war schon letztes Mal voll. Ich habe gerade gedacht, das killt das. Das ist schlecht. Also ich habe mitgebracht, den Cookie Cutter. Der letzte Boy Cookie Cutter. Und ich habe mein Buch mitgebracht mit der Weinsauce, das Pasta. Wow, na, ich gesagt habe. Okay, da kommt ja, das ist ganz gut. Das können sie gewonnen. Das kann die 2 Sachen, ja. Geil. Ich meine, als froh, ich hatte das komplett vergessen, ich meine, als froh gebe ich so, ob was hatte ich gelöscht, dem Moment, wo ich zu London mein Arbeitsgesicht tun. Also, wo ich wollte gerne Foodjournalist geben, wo ich oben hingegangen bin, du hattest mir mal Lust gekriegt, ob etwas. Und du hast die Tour gemacht. Wo mein Leben verändert wird. Was war der Plan, den mein Leben verändert wird? Ich meine, das ist ein gut Punkt. Ja. Muss ich spezifisch sein. Ja. Ja. Geht nicht nur, dass einfach nur nee, genau. Maja, vielmals merci für deine Zeit. Oh, merci ihr. Vielmals merci für den flotten Podcast. Hat mir ganz gut gefallen. Mega. Was wird dir denn an den Wein? Ey, nur noch ein bisschen Wein am Frigo, den können wir nur trinken, wenn die Kamera aus ist. Ja, da könnt ihr auch dumm gehen. Merci für die Null-Lauscherin. We love you. Adi.